Hallo zusammen, respektive für mich guten Morgen. Es ist nämlich irgendwie 7:30. Ich bin erst gerade aufgestanden, habe schnell mein Gesicht gewaschen und so weiter. Und jetzt sitze ich da, weil ich habe nämlich von Wet n Wild ein Säckchen voll Zeug bekommen. Und da möchte ich jetzt... Ich kann jetzt nicht mehr sagen First Impression, weil so ein paar Sachen habe ich schon ausprobiert, aber das meiste noch nicht. Darum ja, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, ohne da gross Umschweifen zu machen. Ja, da ist einiges drin. Hier haben wir als erstes ein Wet n Wild Cover All Concealer Palette. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so etwas noch nie gebraucht habe und keinen blassen Schimmer habe, wie man das muss anwenden muss. So, jetzt hier noch mein Spiegel. Aber, ihr seht, ich habe hier schon die eine oder andere Unreinheit. Ich habe sehr scheiß Haut, wenn ich es so schön sagen. Und ja, ich habe es bis jetzt immer mit den Fingern gemacht, weil ich für das eigentlich gar keinen Pinsel habe. Sagen wir es mal so, für andere Beauty Freaks habe ich vielleicht wenig Pinsel, aber so für einen normalen Menschen habe ich sehr viel Pinsel. Aber für das habe ich keinen Pinsel. Und es bis jetzt auch mit dem Finger. Und ich weiss ehrlich gesagt auch gar nicht, ob man das vor oder nach dem Make-up, also der Foundation, muss auftragen. Hast du gerade Foundation gesehen? Egal, es ist noch morgen, wie gesagt. Darum, ich habe das jetzt bis jetzt auch einfach so gemacht. Und man sieht hier auch schön, wenn ich das drauf tue, vergiss es auch. Das Grüne tut neutralisieren, also neutralisieren, und das Braune tut überdecken. Und das sind so die zwei, die ich am meisten brauche. Die anderen habe ich mal ausprobiert. Und das Grüne, ja, ich weiss gar nicht, mit den Fingern rein. Wow, grusig, Mann! Da habe ich aber vor allem für die roten Stellen hier an der Stirn gebraucht. Einfach ganz grob drüber. Ich meine, ich wollte ja keine grüne Stirn haben. So. Sieht schon ein bisschen besser aus. Ich glaube, man kann sich da hure zupappen mit dem Zeug. Einfach, weil man das Gefühl hat, so, ja Mann, es muss hure perfekt sein. Oh ja, da noch ein Hütchen. Shit, Mann. Ja, aber meine Haut, wie gesagt. So ein bisschen auf der Nase. Ja, und hier nehmen wir ganz klar das zum Abdecken. Wobei das so verkrustet, das bringt genau gar nicht. Aber das liegt nicht am Produkt, sondern an mir. So, die roten, also die ganz grusig roten Stellen, ein bisschen abdecken da. So, da noch. Ich werde so nicht zu fest, zu viel abdecken. So, ich will ja kein Full Coverage oder Full Cover Make-up, ich weiß es nicht. Es ist morgen früh, Leute, ich kann noch nicht denken. So, also so auf den ersten Blick sieht es verwirrend aus, so ein bisschen grün. Ah, wisst ihr, was ich noch mache? Schnell schauen, welches ist das? Highlight Brighten, genau. Das nehmen wir noch hier unten. Weil der Eyeliner und so. Und das erst so früh am Morgen ist, weil man weiß ja nie, was der Tag noch so bringt. So. Holy shit, es wird eine hell. So. Also, ui. Ui, das macht einfach richtig. Hey, nein, ich darf das nicht zu viel machen. Sonst bin ich eine halbe Stunde am Tag nur mein Gesicht am Bunt anmalen. Ich sollte mal das Tutorial schauen, wie man das macht. Aber bitte, ich tue jetzt, also ja, so viel zu dem. Ich tue es schnell mit meinem, das was das Einfachste ist, und ich liebe es, Leute. Es ist so leicht auf dem Gesicht und lässt sich so easy auftragen hier. Ich muss ablesen, es nicht muss. Nude Magique Couchon von L'Oreal. Ja, ich weiß nicht, Wet n Wild, aber die haben das, glaube ich, gar nicht. So, soll ich den abtupfen? Wir sehen es gerade wieder. So, ja, jetzt da heute schnell mit der Foundation da alles schön gemacht und mit meinem Puder abpudert, damit nicht so glänzen. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter im Text. Ich habe hier nämlich noch ein paar interessante Sachen drin. Nämlich zum Beispiel den Bronzer. Bronzer. Ah ja, übrigens auch alle Produkte schon aufgemacht, weil es ist natürlich alles versiegelt, das hätte ich heute Morgen ewig. Ticket to Brazil. Brasilien, Mann. So, mal schauen.
Mal schauen, wie das tut. Mal güchseln. Ja, ist zwar schon eher so meine Blutfarbe. Also, ich brauche es übrigens immer zum Konturen. Also fragt mich nicht. Also, ja, man hat sogar ein paar Glitzerpartien, so Stückchen drin. So schnell Spiegelkehr. So. Okay, also das ist jetzt auf jeden Fall einer, der ist nicht sehr viel dunkler als... Also er ist schon ein bisschen dunkler, man sieht es schon, aber nicht sehr viel dunkler als meine Naturhautfarbe. Mein Naturton. Aber es ist sicher nicht schlecht. Also man kann es sicher... wenn man es nicht ganz so stark will, ist das sicher auch gut. Sonst habe ich auch immer einen... Also ich habe den anderen Bronzer, den ich zum Konturieren brauche. Der ist auch voll Wet n Wild. Der ist noch ein Spürchen dunkler. Und dann sieht man halt wirklich die Konturen noch ein bisschen stärker. Aber es dünkt mich schön, es ist natürlicher. Das gefällt mir total, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn ich es so schaue. Mal, vor allem jetzt, wo ich noch eher blass bin, wo es erst in den Sommer reingeht. No? Sieht gut aus. So, ich tue jetzt noch schnell ein bisschen Blush drauf. Da habe ich einen von Milani. So. Und noch ein bisschen Highlight. Da. Oh, Highlight schadet nie. Der Glow. So. So. Also, ich habe jetzt mein Gesicht so ein bisschen konturiert und so weiter. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter schauen, was da noch alles drinnen ist. She Fancy's Floral. Color Icon Eyeshadow Palette. Und hier jetzt gerade noch schön beschrieben ist, welche Farbe man wo muss auftragen muss. Was sicher nicht schlecht ist, aber ich werde es auch nicht ganz so machen. Ich werde es ein bisschen anders brauchen, aber wir tun sicher mal... Oh Gott, das geht ja fast nicht auf. So. Also die habe ich jetzt wirklich noch nie probiert. Es hat sogar ein Pinsel drin. Krass. Es gibt so selten, dass da wirklich nicht nur das saure Schwämme, sondern auch noch ein Pinsel drin ist. Aber ja, meine eigenen Pinsel, sorry, brauche ich nicht. Aber wir probieren... Oh shit, man, das glänzt hure. So geil. Also, wir haben für das Augenlid... Ui. Oh, ein schönes Lila. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Man sieht es nicht so gut. Nein, man sieht es nicht so gut. Es ist sehr schwach. Dann... Base haben wir. Wir haben Base. Ja gut, die hat man nicht wirklich gesehen, die ist sehr hell. Dann haben wir für die Crease so ein Violett. Ja. Ja. Das ist eher fein, so vor Pigmentierung. Dann haben wir Brow Bone. Ach, das ist so geil, Mann. Die ist richtig fancy. Seht ihr das? Für Brow Bone, Mann. Das brauche ich sicher für Brow Bone. Das wird mein Main-Lidschatten. Und dann für den Definer noch ein Satz schwarz. Mit ein bisschen Glitzer drin. Oh ja, das ist wirklich ziemlich schwarz. Und schön man kann es aber wirklich mega schön verstreichen. Schau mal. Krass. Also, sie sind schön, ich will jetzt nicht sagen cremig, aber man kann sie schön verschmieren. Also, nee, eben nicht verschmieren, verblenden. Und das finde ich super, wenn ich es so anschaue. Sieht super aus. Gefällt mir. Also, aber wie gesagt, ich mache das ein bisschen anders als hier hinten drauf beschrieben. Weil ich halt so meine eigenen Make-up-Dings habe. Aber ja, natürlich brauchen wir zuerst die Base. So. Um da mal ein bisschen grob so, dass man es halt wirklich auch richtig schön kann verblenden. So. So, wow. Okay.
Cool. So, ich habe mich jetzt ein bisschen näher geholt, weil ich mich entscheiden konnte, wie ich mich jetzt mit dieser Palette schminke. Und wir brauchen jetzt im Gegensatz zu, wie es da hinten besteht, bestimmt ist einfach der hier, wo Brow Bone drauf steht, den brauche ich jetzt einfach für das Augenlid, wo ich finde, ich meine, hallo, Metallic Leute, das ist geil. So, das brauche ich jetzt einfach hier. Boah, richtig geil. Ich weiß nicht, ob das so gut sieht wie ich, aber mir gefällt es richtig. Wenn ihr euch fragt, warum dass ich nicht mehr nach dieser Anleitung halte, es ist so, ich habe ein Schlupflid. Ihr seht, vom Lid selber sieht man eigentlich gar nicht viel, wenn ich normal schaue. Und das ist echt der Grund, warum ich mich immer ein bisschen anders schminke als viele andere. Und darum brauche ich den Metallic auch hier, dass eigentlich mein Augenlid schön zur Geltung kommt. So, genau, das ist der Reason Why. Und jetzt brauche ich doch die Crease-Farbe, um halt wirklich da bei Crease so ein bisschen schön ein Ding zu machen. Die Pigmentierung ist jetzt hier nicht so wahnsinnig stark. Gut, dann machen wir es ein bisschen anders. Und zwar brauche ich in diesem Fall einfach hier mein stinknormal braun. Hey, es fokussiert in diesen Dings nicht. Mein braun Lidschatten von MAC, den ich normalerweise immer für die Crease brauche. So. Also, jetzt habe ich hier ein bisschen Crease gemacht. Und mit dieser Farbe, die eigentlich für das Crease gedacht ist, mache ich mir jetzt einfach hier unten so. Ja, man muss sagen, es gefällt mir. Und jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Und das habe ich nicht jetzt bekommen, sondern das habe ich noch ein bisschen länger, wie man vielleicht hier an diesem braunen Fleck sieht. Das ist die Ash Brown Palette, Augenbrauen-Palette, auch von Wet n Wild. Genau. Ultimate Brown Kit heisst es. Und die Farbe Mitgi ist eigentlich genau die Farbe, die ich habe. Einfach weil ich so wenig Augenbrauenhaare habe, sieht es nicht dann aus. Aber ich muss sagen, und da brauche ich effektiv auch das Pinsel, das hier ist, weil es so klein und präzise ist. Und mit dem mache ich jetzt meine Augenbrauen. Und ja, ich bin echt Fan davon, das muss ich wirklich sagen. Tada! So, jetzt habe ich meine Augenbrauen zuerst mal so einfach gepudert und wir haben auch hier noch etwas. Aha! Mega Clear Mascara Cils et Sourcils. Aha, das ist Französisch. Also Augenbrauen und Wimpern. Und das werde ich jetzt aber wirklich mal ausprobieren. Weil ich ja meine Augenbrauen immer noch fixieren, entweder mit Wachs oder mit sonst irgendetwas. Was ist das? Das fühlt sich witzig an. Aber ja, dadurch, dass es durchsichtig ist, sollte ich nie irgendwie streamen oder so. Also wenn es überhaupt für das gedacht ist, ich brauche es jetzt einfach für das. Cool. Yay! Es schmeckt ein bisschen. Chemisch. Oh. Ja, also nicht einatmen. Ja, egal. Wir haben noch weitere Sachen hier. Und zwar, ich habe mich so rausgenommen. Der XXL Lash Mascara. Und jetzt bin ich gekommen, ich habe mein Ding vergessen mitzunehmen. Mein Eye Curl Ding. Also einmal Wimpern curlen. Ich sage, das gehört. Genau. Und jetzt probieren wir den mal aus. Ich habe den noch nie aufgetan, muss ich sagen. Ich bin hure gespannt. Ui. Ui, die Mascara drauf sieht ein bisschen dick aus, aber das Bürstchen ist recht speziell. Ich glaube, so etwas habe ich noch nie gehabt. Also, mal schauen, wie das tut. Also, ich glaube, die Mascara ist schon ein bisschen eingetrocknet. Aber das, was sie abgeht, ist super. Ja, sie macht mir wieder ein bisschen einen trockenen Eindruck hier vorne, wenn ich es so anschaue. Ausser das muss so sein, das wäre aber mega schade, weil das Bürstchen ist genial. Ja, es bröselt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht aus dieser Distanz. Und es sollte nicht bröseln. Aber ich glaube, ich habe einfach gerade eine alte verwünscht in diesem Fall.
Schade. Ja, mit dem kann ich euch jetzt nicht mehr viel anfangen mit dem Mascara. Liebe Leute, wenn ihr mir wieder mal so etwas schickt, dann doch bitte frische Sachen. Ja, weil sonst, die Mascara ist super. Ich glaube, ich würde viel brauchen. Geht jetzt leider nicht. Also ich muss sagen, sie wäre mega, wirklich, wenn es nicht eingetrocknet wäre. Was schade ist, weil da sieht man natürlich auch nicht so, wie es so echt, so wirklich richtig sein könnte. Aber egal. Schauen wir mal, was wir hier noch so drin haben. Mega Stick Balm Stan Moisturizer Lip Color. Einmal in diese Pink da. Das ist mehr so ein kaltes Pink. Das ist ein Stiff Pink, genau, was darauf steht. 127. Und hier haben wir mehr so einen so ein bisschen koralligen Pinkton. Pinkerbell. So geil. Wegen Violett würde ich sagen, den hier habe ich ja schon oft gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Den noch nicht. Ich würde sagen, auch wegen der Lidschatten passt es fast besser, brauchen wir den hier. Uiui. Also das nenne ich mal eine poppige Farbe. Yay, ich habe jetzt aber noch 2 andere Sachen drin. Ich weiss, super viel, Mann. Aber hier One Step Wonder Gel Nail Color. Und wir brauchen hier die schöne Dingsfarbe. Hier haben wir noch grün, Türkis, was ist es? Pretty Peas. Und das hier ist Missy in Pink. Und wir brauchen Missy in Pink. Ich werde wirklich schnell schauen. Also ich habe nichts auf den Finger. Ich werde wirklich schauen, wie das ist. Ui. Also Leute. Oh Gott. Das ist ja mega ausgiebig. Also ich habe jetzt mit einer Farbe rausholen all meine Fingernägel gemacht. Also von einem Hang. Und vor allem, das Bürstchen ist riesig. Das ist so geil, ich liebe es, dass es grosse Bürstchen hat, man. Da kann man so wirklich schön mit einem Wisch, ich fahre übrigens immer in der Mitte, ja. Mit einem Wisch kann man hier wirklich so zack, 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 hier markieren. Ja, und hier beim grossen Daumen braucht es 2 natürlich, oder mehrere. Geil, okay, finde ich geil, finde ich richtig nice, muss ich sagen. Ich lasse das mal ein bisschen trocknen, ups. Ups, jetzt bin ich dran gekommen. Egal. So, also Leute. Das wär's, hier ist nichts mehr drin. Das ist das Endergebnis. Genau, und wollt ihr mal schauen, wie es auf meinem Tisch aussieht? Das ist nämlich auch immer ganz witzig. So, voilà. Da kommt noch mehr. Da. Ja, das war es mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns am nächsten Freitag. Tschüss zusammen!